Ich lese den Psalm 73. Das ist ein Psalm, den ich schon gelesen habe, wenn man zweifelt, wenn man findet, wieso bin ich überhaupt interessiert am Glauben, was habe ich eigentlich davon? Psalm 73, ein Gesang vom Asaf. Wahrhaftig, bei Gott bleibt alles weit offen. Darum kommt es für die Menschen immer noch gut, wenn sie lauter sind, bis ins Innerste ein. Es hat nicht mehr viel gefehlt, wäre ich gestürchelt. Nur um ein Haar hat es mich glitzt. Ich bin vor Eifersucht schier vergangen, wegen denen, die immer strahlen und rühmen und erst noch den Frieden bei allem haben. Ich habe bei mir gedacht, die kennen kein Leiden und auch keine Schmerzen. Die sind immer Zweig. Die haben auch keine Sorgen wie andere Leute. Die kommen einfach ungeschoren davon. Ich habe sie für hoffärtig und eingebildet gehalten, für lieblos und arrogant. Ich habe gemeint, sie tägen nur brav vorne durch. Die Hinder sagen jetzt die schlechtesten Hunde. Nichts habe ich gelten. Alles von denen hat tönt wie von oben herab. Ich habe mir gesagt, die hängen das Maul am Himmel noch rein und auf der Erde sind sie auch immer beschlagen. Voll Neid habe ich gesehen, wie das Volk sie verehrt und alles wie Honig schlecken, was sie sagen. Da habe ich mir gesagt, sieht Gott denn nichts? Versteht es die dann auch nicht besser? Das sind doch Geschänder. Dürfen dann Bäume in den Himmel wachsen? Bin ich vergeben, ganz ehrlich gewesen. Und habe mir nie nichts zu Schulden bekommen. Wieso habe ich mich plagt den lieben langen Tag, mich selber gestraft, schon am frühen Morgen? Am liebsten hätte ich es gerade raus gesagt, aber dann hätte ich mich selber verraten. Da habe ich mich besonnen und wollte wissen, was eigentlich los ist. Eine Qual war in mir rein. Und dann bin ich zu Gott, in sein Heiligtum, bin gestanden vor ihm und seinem Geheimnis. Da habe ich langsam begriffen. Eifersucht steht auf geschlüpfrigem Boden. Es ist alles eine Täuschung. Ein Kartenhaus, das zusammenfliegt in einem Nu. Ja, du, da bin ich verwacht wie aus einem Traum. Bin ich dann genarrt gsi von einem Schatten? Selbstquälerei, muss man dem sagen. Darum hat es mir auf Herz und Nieren geschlagen. So dumm bin ich gsi. So einfältig, blinder und dümmer wie ein Viech. So bin ich dran gsi von dir. Von jetzt an bleibe ich immer bei dir. Du hast mich selber genommen bei der Hand und führst mich den Weg, wo man nicht vergleichen kann, mit nichts, mit niemand. Der bleibt immer offen. Nur dann kommt es gut raus. Und zuletzt nimmst du mich noch ganz zu dir. Ich habe ja sonst niemand mehr außer dir. Was wollte ich noch mehr im Himmel und auf der Erde? Alles verliere ich einmal im Sterben, dich aber nicht. Du bist mein Teil. Anteil an dir habe ich allemal. Und die nicht fragen nach dir, was geschieht dann mit denen? Das lasse ich offen für dich. Aber für mich ist es am besten, dir zu gehören, bei dir mich zu verbergen, in deiner Nähe und allen zu erzählen, von dem, wo du da hast, mitten unter uns. Ja, wirklich, bei Gott bleibt alles offen. Darum kommt es für die Menschheit schon noch gut.